Unter dem Vorwand der Bewahrung von gesellschaftlicher Stabilität sagt die chinesische Regierung der uigurischen Kultur den Kampf an. Der Islam mit seiner durch den Koran geregelten Lebensart ist dabei fester Bestandteil dieser Kultur. In Ostturkestan wird jedwede öffentliche Bekennung zum Islam bestraft. Inzwischen werden die Bewohner der Region sogar dazu gezwungen, ihre Mitmenschen zu denunzieren. Wir berichteten bereits. Wie die Turkestan Times berichtet, soll ein Zusammenschluss aller Behörden in Aksu eine Frist bis zum Monatsende gestellt haben, in der die Bürger Ostturkestans Verdächtige zu melden haben. Verdächtig seien muslimischer Separatismus, religiöser Radikalismus und Terror. Eine Studentenvereinigung der Karamanoglu Mehmet Bey Universität in Karaman hat eine Konferenz unter dem Motto Vergessenes Vaterland Ostturkestan initiiert. Verschiedenste Vereine und Vertreter kamen beisammen, um unter anderem dem Direktor des Ma'arif-Vereins Abdulahat Abdurrahman zu lauschen, der über die derzeitige Situation in Ostturkestan referierte. Auch die Gazi Osman Universität in Eskişehir lud Seyit Tümtürk, den Präsidenten des uigurischen Nationalkomitees, ein, der den Studenten Fragen über die Krise in der Region beantwortete. Auf YouTube hat das russische Verteidigungsministerium ein Video geteilt, das die Übungsstarts des Antischiff-Raketenkomplexes vom Typ Uran in der Ostsee zeigt. 2 Marschflugkörper, zu sehen in der Aufnahme, werden von Bord der Korvette Stoichki abgefeuert und treffen auf in dem Wasser treibende Ziele in mehr als 30 Kilometern Entfernung. Der Außenminister des Irans, Mohammad Javad Zarif, fordert ein Gegenhalten der US-amerikanischen Politik, deren einseitigen Handlungen auch andere Nationen bedrohen sollen. Zarif besuchte das 16. Außenministertreffen des Asiatischen Dialogs für Zusammenarbeit und kritisierte dort den Standpunkt der Vereinigten Staaten. In einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov fordert US-Außenminister Mike Pompeo ein Ende der russischen Unterstützung für den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro. Das Risiko einer Destabilisierung Venezuelas und eine Belastung der Beziehung zwischen Russland und den USA seien mögliche Folgen von den Interventionen Russlands in den Venezuela-Konflikt. Wie Pompeo Fox Business gegenüber erwähnt, sei ein militärisches Eingreifen in die Situation durchaus möglich. Wenn es die Situation erfordere, werde man handeln. Dennoch bevorzuge man einen friedlichen Machtübergang.